Loading, 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 liebe Leute. Ja, es geht weiter, immer heiter bei Anno 1800, der Close Beta. Bereits bei Part Nummer 7 dieser Let's Test-Reihe. Ein bisschen, ja, mittlerweile glaube ich eher ein Let's Show war. Eigentlich, aber ja, natürlich der erste Part bereits oben. Oh, Let's Test draufsteht und so. Egal, was hier damit zu tun hat, ich meine, hier sind wir auf der Old World, in einer Sektion, war Intersection, erinnert auch ein bisschen an Anno 2205 und wie es hier, ob es noch andere Dinge gibt. Vermutlich in der Vollversion, war. Okay, die alte Welt, war. Die Erschaffung einer alten Welt. Warum eigentlich nicht, war? Wäre eine Option. Egal. So, kann ein bisschen am Laden. Am heutigen Tag habe ich noch knapp 2 Stunden Zeit, bevor die Open Beta, Close Beta, Entschuldigung, zu Ende geht. Und ich habe eigentlich vor, es bis zum Ende noch zu zocken. Außerdem sollte es vorher schon fertig sein, aber das wird einfach ein bisschen. So, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass man irgendwie die Trade Routes, dass man die irgendwie mieten kann. Was ich total geil finde. Vor allem, man denkt sich so, okay, neue Insel, ja, da heißt, du machst irgendwie zuerst ein paar Inseln, ja, kann das auch gerne machen und so, eigentlich kein Problem. Aber, dann kommt das große Aber, du brauchst mit der Schiff und so, wegen Handelsrouten, etc., etc., Holz, Werkzeuge und so weiter und so fort. Das war zumindest früher so, jetzt ja nicht mehr. Du kannst zumindest sagen, okay, du brauchst ein bisschen Kohle, damit das funktioniert und so, Und du hast am Anfang ja eigentlich relativ... Stimmt eigentlich, wenn man so überlegt. Also, beziehungsweise, wenn man es gerade, wie ich jetzt gerade das Ganze mit früheren Annos vergleiche. Du hast ja hier die sogenannte, wo sind es hier? Die Steel Beams. Und die brauchst du hier an der zweiten Zivilisationsstufe relativ spät. Weil wir sind jetzt eigentlich schon fast durch mit 20 Stufen, haben es immer nicht gebraucht. Insofern, ja, wir brauchen es eigentlich relativ spät. Und das finde ich doch relativ geil, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Also können wir eigentlich diese Steel Beams einerseits natürlich kaufen beim Händler, ist ganz klar. Und dann sagen, yo, ich kaper mir direkt am Anfang mal irgendwie 3, 4 Inseln und so. Mit diesen Steel Beams und Holzpaletten und dann mache ich halt so Transportrouten, die ich mir halt, ja, halt was kosten lasse. Klar, muss ich natürlich bezahlen, gar kein Thema. Aber hab nicht wie sonst den gleichen Stress wie damals, bei früheren Annos. Natürlich jetzt auch hier, können theoretisch neue Schiffchen bauen und so. Die Frage ist... Ja, das auch. Warum haben wir jetzt schon Navigation, Naval Power? Das ist jetzt hier die gute Frage. Warum haben wir jetzt schon 2 verschiedene Schiffe zur Auswahl? Ich meine, was ist der Unterschied? One master military ship with a small cargo hold. Let's do this. Do medium size cargo hold. Das sind halt jetzt gerade die Dinge, die ich mich frage. Gut, ja. Das ist halt... Oh, vielen Dank dafür. Das sind halt, ja, kann man sagen, normale Transportschiffe, wa? Das ist nur ein Kriegsschiff hier, ganz klar. Erstmal bauen. So. Oh, sehe ich das irgendwie? Tatsache. Ich sehe einen Schiffbau live. Alter, das ist geil. Ich bin ohnehin großer Fan von Segelschiffen und sowas finde ich dann doch geil. Denk mal ein bisschen zugucken, wa? Jo, wir müssen schleppen voran, ist ein bisschen wie beim Dombau zuschauen bei Anno 1404. Ich vor allem gerne sehen, wenn es mal ausläuft. Man muss schon sagen, das Setting hier finde ich echt geil. Ich meine, auch so 1800-mäßig, oder? Das hat schon was für sich. Kann man nicht groß abschlagen. Nee, das ist schon geil. Und es hat trotzdem noch ein, sagen wir, Vergangenheits-Anno, ein nicht altes Anno, ne, das stimmt nicht, das ist echt ein Vergangenheits-Anno. Aber doch eins mit einem gewissen Charme. So, wie lange dauert das eigentlich noch hier?
Dauert länger als früher. Was haben wir sonst noch? Da waren wir natürlich dann bei den nächsten, war. Alter, ein Clipper Ship of the Line. 750 von diesen Artisans. Krass. Kann ich da noch sagen, krass. So, Bilanz. Die Bilanz. Wie sieht es denn hier aus? Alkohol ist eben noch am Arsch. Also Schnaps vor allem. Ja, müssen wir gucken. Hier sieht es dafür gut aus. Müssen wir mal Kanonen herstellen. Das nimmt wieder ab. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Arbeitsklamotten steigt eigentlich auch. Wir haben zu viel Mehl. Wie sieht es mit dem Brot aus? Haben wir auch genug? Okay, also kein Thema. Ich muss nichts irgendwie anpassen. Hopfen. Habe ich erst 19. Geht das echt so lange? Scheinbar, aber. Ja. Wie gesagt, Leute, nach knapp 2 Stunden, die ich jetzt hier aufnehmen kann, bevor die Close Beta offenbar zu Ende geht. Ich bin gespannt, ob die mich irgendwie echt quasi rauswerfen oder ob man einfach ab, sag jetzt mal 19 Uhr halt, wo sie offiziell vorbei sein soll, nicht mehr einloggen kann. Es ist Part 7. Bis Part 10 oder 11 hätte ich halt gerne noch aufgenommen. Ja, muss eigentlich locker gehen. Und dann halt, für mich zumindest, über 2 Monate warten. Hä? Oh nö, das ist aber schade. Hä? Wo ist mein Schiff denn hin? Pup, einfach da. Okay, das ist ein bisschen schade. Jetzt cooler gefunden, wenn es irgendwie echt so rausgeploppt wäre. Aber vielleicht kommt es noch. So, jo, geht doch bitte mal hier hin. Wo ist eigentlich? Wo ist denn mein Flaggschiff? Ah, du bist noch hier oben. Alles klaro. Jo. Wir haben noch ein paar Arbeiter übrig. Ja, genug, wa? Die anderen können ein bisschen faulenzen. Propose a Casefire. Warum willst du Krieg mit mir? Verpiss dich, Alter. Wie viel Geld der dafür will? Ich meine, klar, es geht natürlich jetzt. Ist nicht so geil, was ich jetzt so mache, aber ja, das andere, was sieht man, ist auch nicht so geil. So. Ich glaube, ein zweites Feld wäre nicht so schlecht. Ich kann mir vorstellen, noch über 2 Monate zu warten, bis ich wieder zocken kann. Für euch dürft es jetzt. Das ist jetzt die Frage, war es auch irgendwie gemein, wenn ich jetzt echt nur jede Woche eine Folge bringe, oder ist es eigentlich relativ cool, weil ihr so immer wieder ein bisschen reinschnuppern könnt in Anno. Bisschen halt zur Vollversion kommt, okay. Hast du echt nur 3 mitgenommen? So schnell ist jetzt der auch nicht, dass er nur 3 bringt. Alter Schwede. Einmal ganz kurz. Haben wir die irgendwie hier an Trade Union? Oh, ernsthaft? Das muss ein bisschen schneller gehen. Ich schicke mal ganz kurz rüber, damit er noch ein bisschen Bricks holen kann. Den guten alten Bricks. So. Ansonsten. Habe ich eben noch ein Problem mit dem Alkohol. Haben wir festgestellt. Ja, da ist nicht geil, da muss noch ein bisschen was machen. Das ist der Sailmaker. Ja, komm. Dann mach ich jetzt mal Alkohol ein bisschen unten. Ja, Schnauze will hier erstmal was machen. Ich frage mich, ob das irgendwie auch ein Nachteil ist, wenn halt die Felder so groß sind. Oder wäre es besser, wenn die Felder relativ kurz wären? Also kurz im Sinne von naheliegendem Gebäude. Wenn ich jetzt so mache, sind sie relativ weit weg. Ist das klug oder ist das schlecht? Schlecht. So, ja, jetzt kannst du arbeiten.
Der wollte sich gerade beschweren. Das glaube ich einfach nicht. So, dann machen wir halt eben nochmal so eine Schnapsbrauerei. Dann ist das schon mal Was ist denn jetzt wieder rot? Also, keine Arbeiter mehr. Verdammt. War nochmal ein paar normale Bürger, weil Klamotten ist natürlich auch noch so ein Ding, was ich mehr brauche. Momentan sieht es so gut aus, aber auch nur, weil ich halt relativ viel Wolle habe. Und ich glaube 1, 2, 3, 4. Aber 1, 2... Achso, das ist ein Trade Union. 1, 2, 3, 4. Plus ein Sailmaker. Das könnte ihn eigentlich auch passieren, war aktuell. Wir versuchen es einfach mal, wa? Da ist so etwas Seltsames, was ich hier einstellen kann. Ja, irgendwie cool, aber irgendwie auch seltsam. Die Produktion halt vermindern. So, ein bisschen dran gewöhnen. Nice, aber gesagt, ist gut. Auch die Seife passt soweit. Alles klar. Ja, Problem ist halt, da haben wir Worker mal noch was, wa? Da kann ich jetzt gut hier oben machen. So, ich weiß aber ein Minus da oben, aber das ist kein Problem, das mache ich gleich ein bisschen besser. Kann ich irgendwie hier... Naja, mehr oder weniger. So, machen wir den nochmal. Ich weiß nicht optimal, aber scheiß drauf. Echt nicht, wenn das Limit erreicht ist, muss immer zuerst die wieder abreißen, damit ich die wieder neu setzen kann. So, hier unten müssen wir Platz. So, jetzt finden wir mal einen Arbeiter. Moment, muss erstmal gucken, wo will ich hier, wo darf ich, wo wäre es klug. Wir machen hier noch ein Gebäudchen hin. Aber hier noch die Farmresistenz, oder? Ah, ein Papa wollte gerade sagen, wieso Farmresistenz, hä? Wird nicht viel Sinn ergeben. Da ist die Feuerwehr, die kommt hier gut hin. Das gefällt mir. Vielleicht mache ich hier auch ein großes Areal. Don't even mind the neighbors. So. Wieso? Ain't perfect, but what is? Ich wollte gerade sagen, wieso kommen die überhaupt dahin? Oder wieso hat das bisher funktioniert? Dürfte eigentlich gar nicht. Da habe ich wohl ein bisschen gepennt, wa? Michael, du alter Penner! So. Muss fürs Erste genügen. Jetzt ziehen die hier ein. Die müssen alles haben. Ja, dauert auch ein bisschen, bis die kommen. Gut. Dann zu dem Schiff. Von unserem Flaggschiff. Ich brauche dringend Guts. Wir brauchen Guts. Bricks habe ich genug. Die habe ich auch genug. Kann ich irgendwie ein bisschen mitnehmen. Wie viel kann ich überhaupt? Ah, 50. Schiffe für drüben. Fische für drüben? Nee. Da mal schnell rüber. Wir haben noch genug Arbeiter. Hier zu wenig? Was macht ihr da? Minus 22, ja, jetzt kommt ihr langsam an die Gänge, wa? 730 Workers. Also, warte mal, das Bier. Hier brauche ich ja die noch. Aber hier? Dann bereits normalen Arbeiter. Okay. Also, wo bauen wir, Freunde? Wo bauen wir das? Wir haben eigentlich noch viel Platz. Die Inseln hier sind echt gewaltig. Wobei, ich bin hier natürlich schon außen. Hier aber die Brotproduktion noch gerne auch so belassen. Da haben wir ein bisschen Holz. Ob es klug ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Vielleicht eher hier, wa? Irgendwie hier. Jo, passt doch, wa? Wir haben noch ein Small Warehouse. Moment, da haben wir auch eins. Aber sonst überall eins. Da oben. Da wird man uns loben. Machen wir hier hin. Ist aber genau 0 Farmer Workers. Toll.
das Verhältnis wieder, wa? Da wird lustig zum rausfinden. Aber egal, Freunde, wir haben ja Zeit. Noch knapp 5 Minuten für diese eine Folge. Jetzt müsst ihr natürlich mal wissen, wie groß sind hier die Felder? Ich habe keinen Plan. Metal plows change things, I'll grant you. But for better or for worse. 44, ey. Ich baue einfach mal, weil ich unwissend und doof bin, auch einfach mal 2 hin. So weit weg, krass. Wieso ich einen Abstand habe? Na, warum wohl? Scheiße. Ja, das muss ja passieren, Mann. Das schon wäre cool. So. Ja, ich weiß, da fehlt noch ein bisschen was. Dann hier nochmal eine Reihe. So. Die Arbeiter kommen ja. Jetzt ist halt echt die Frage, wie viel brauche ich, damit das überhaupt... Also eigentlich muss, schätze ich es mal, Verhältnis ungefähr gleich sein hier, wa? Von Hopfen zu Malz. Zu Malz sage ich schon. Für das hier dann Maintenance-Kosten. Hä? 200 ist halt ein bisschen was kostet, ist immer klar, oder? Sind wir in der Brauerei? Hm. Ah, schau mal an, hier war auch echt mal Stahlbarren, krass. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ne? Aber auch für Kanonen brauchen bloß Eisen. Was ist denn das für eine Scheiße? Also für eine Logik meine, Entschuldigung, aber die Logik, da muss man einer erklären. Ich komme auf so eine Idee. Ah, steigt wieder. Wieso sinkt das? Hallo? Da extra mehr gemacht. Ihr sollt die Produktion nicht sinken. Ihr sollt's. It's a surprise inspection. Ich kann natürlich die Produktion noch erhöhen, wenn es mal sein muss, aber will ich eigentlich eher ungern. Transporters Waiting. Oh, ich habe hier zu viel. Medium Warenhaus, machen wir nochmal eins. Better doing this by hand. No slacking. So, wollen wir irgendwie hier noch was ausladen? Glaub schon, war. Ursprünglich mal der Gedanke. Also, hab schon zu viel. Das Warenhaus können wir eigentlich auch mal upgraden hier, aber was viel bringt, ist eine andere Frage. She had bunions, silly Orncoot. So I says, keep your feet in health or you can't work. And your Sind 6 gut. little mouths will Ich go könnte es mal hungry. mit dem Missing Goods vielleicht mal ausbauen. Was? Dass die hier, die Goods von denen hier bekommen, wenn ich natürlich momentan noch ein bisschen Minus bin. Das geht jetzt wieder hoch. Alter, will ich auch mal einigen oder was? Hope it's not grilled. Geht das eigentlich so weit auf? 90%, 94%. Das Verhältnis stimmt soweit, wa? Maybe 3, 4 bushels, I wouldn't like to say. Wird irgendwie auch Sinn ergeben, oder? Wenn ich 2 von dem brauche, damit einer von denen ausgelastet ist. Wenn der natürlich alle 3 Sekunden etwas produziert und der 1 Minute braucht. Der Hopfen braucht der verdammt lange. 1 Minute 30 von Hopfen. Jo, kein Plan, mal gucken, wa? Bauen tun wir sowieso. Irgendwann. Ah, deswegen rot wegen der Bilanz. Ja, yeah, okay, verstehe.
Die Bilanz ist das Problem. Unsere nette kleine Bilanz. Könnt ihr bilanzmäßig noch was beisteuern? Fände ich ganz geil. Hier haben wir ja die Schule, wo die nicht mehr hinkommen. Nee. We all like a nap in the orchard. Nur eine Schule, wa? Game saved. Ja, da ist passiert, Freunde. Der Part ist wieder vorbei. Eieiei. Ja, was haben wir viel gemacht? Eigentlich nichts. Die nächsten Zülle schon nicht, aber... Oh, okay. Mann, diese... Jetzt haben wir das wieder aus den Augen verloren. Mann, nee. Farmresistenz. Was soll ich denn hier? Wo soll mio? Wo soll ich denn hier? Wo soll mio? Wo soll ich noch... Ja, mach halt hier oben, komm. Bauen wir mal hier oben. Kann ich auch mal Steinstraßen machen, wa? Jo, mal schauen, wa? Müsste schon irgendwie aufgehen, ansonsten sind wir, glaube ich, doch relativ gut dabei. Sieht zumindest relativ cool aus. Wir haben neue Chiffren. Immerhin etwas. Hier fehlt noch einiges. Bilanz wieder positiv momentan. Ob das was wird hier? Ich bin gespannt. Und vor allem natürlich auch unsere Beziehungen, wa? Gerade mit der netten alten Dame. Die wird auch relativ lustig, glaube ich mal. Aber egal. Irgendwie näher. Moment. Da geht sicher näher. Hä? Kann das Schiff nicht näher ranzoomen? Jetzt geht's plötzlich. Okay, so macht es eigentlich relativ wenig Eindruck, muss ich schon mal zugeben. Aber es ist unser Schiffchen, Leute. Unser erst gebautes Schiffchen in der Close Beta. Und hoffentlich nächste Folge. Mal gucken, vielleicht sogar die nächste Zivilisationsstufe. Was heißt erste? Wäre ja von dem die letzte, weil es gibt nur 3 in der Close Beta. Mal schauen. Bis dahin, ciao, ciao.